Ja, guten Morgen, Herr Voss. Nee, der ist schon gar nicht da. Hallo, Chef, die Post. Ja, guten Morgen, Frau Kniesel. Na, sind Sie also gegangen? Alles gut. Das ist genau Glockennägel. Ja, ich habe gestern auch noch gesäugert, so ist das im Bett bei Lötter wohl. So. Und was ist das hier? Das ist eine Strumpfbüchse. Das ist eine Damenstrumpfbüchse. Das weiß ich auch. Wenn ihr denn eine Herrenstrumpfbüchse leiber? Wird für mich so ein Busenkram. Das wird eure Bibergeschichten jetzt überlegt, genau. Aber nun trieben sie doch darauf anscheinend ja alle im Büro. Könnt ihr denn doch nicht mit in eure Wohnung kommen? Also, das ist ja wohl alleine meine Sorge. Ich versorge doch bloß Edeltoffe werden. Ja, aber doch nicht so. Hört's mal, sind Sie hier als meine Sekretärin hinstellt oder als Pastor? Ich mag mich sorgen. Immer sei und die Firma. Ich habe nämlich keine Lust mehr auf meine alten Tage noch einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. Sie können aber lange in Rente gehen. Oh, sie wird mich wohl loswerden. Nee, aber Sie schützt sich nicht immer in meine Privatangelegenheiten, Miske. Solange Edith sie sind, ihr immer noch das ganze Geld in die Firma suchen darf, ist das doch meine Angelegenheit. Nun lassen wir das aber. Wie auch. Jümme, wenn der hier ankommt, nimmt sie den dicken Scheck mit. Das ist eine Frechheit. Vergessen Sie nicht, wer hier Chef ist. Aber nicht mehr lange, wenn sie so wieder morgen. Was soll das denn halten? Noch sind wir nicht pleite. So, dann können wir irgendwo die Rechnungen bezahlen. Was? Im Moment können wir das nicht. Dann denken Sie doch auch an, wenn die Zähne nächstes Mal wieder kommt und einen Scheck haben will. Nun lassen wir das aber. Wie auch. Wohin soll ich die denn nur schicken? Oder kommt die Dame noch mal wieder? Nee, die kommt nicht nochmal wieder. Aber die Adresse war ich auch nicht im Kopf. Ach, ich gäbe es einfach den nächsten. Ach so, was ich noch sagen wollte. Rudi Wenzelteufel. Rudi? Ja, Ihr Freund Rudi. Was fällt dir denn auf der Rudi hier? Erstmal läuft mir auch nicht so lange geholfen. Und sie klopft an, wenn sie hier hinkommt. Moin Heiner. Sag mal, wieso hast du den hohen Dragoner noch nicht an der Luft set? Moin, Rudi. Lass mal, den ist in Ordnung. Und der Entlang ist ja in Ordnung. Noch geht er böse. Herr Voss, ich will sein nur nicht nervös machen, aber mein Computer ist ja abgestürzt. Dann sage ich, der in Ordnung. Doch. Aber wir haben doch so ein neues Programm kriegen und dann werden wir das erst an werden. Ich bin Winzler dort. Hey Rudi, Edith, was machst du denn hier? hast du ein mit Heiner gehört? Nee, aber hier kann hier noch ein Trüge kommen. Ich darf es doch nicht Truppe sein. Ach, was? Die kommt noch nicht mehr. Kniesels Computer ist abgestürzt. Das tut. Dann sag ich dir, du hast Lüstern. Na und? Wie bist du denn in die Wohnung gekommen? Hörst du die Nacht Bier? Ich will von Nacht nicht bieren. Ich hab nur einen Störtelsoff, den ich hier vergessen habe. Und wie bist du in die Wohnung gekommen? Ich hab noch einen Schlürtel von den Heiner nix weiß. Aber da gab ich nix an. Und auch nicht, wo ich von Nacht will. Dann sag ich dir, wie beide wollen aber noch Trope. Will die doch mal bloß nix so bin. Und nun sei taub, da du Heiner wieder Erfindung andrast. Was heißt hier andere an? Du musst dies morgen, dass der Apparat funktioniert. Dann sag ich dir, die funktioniert. Ich bin bloß noch nicht so wie. Ich muss noch ein paar Sorgen heimberechnen. Ich brauch das Geld aber nu.
Das ist aber noch zu freu. Das ist egal. Das muss bloß so gut sein, als ob das funktioniert. Das sag ich die haut ganz sicher hin. Ich habe alle Pferdesorten erfunden, die funktionieren. Auch hier wie Heiner. So? Ja. In die automatische Futteranlage sind ein paar Familienerfindungen inne. Und mit der NASA habe ich auch gearbeitet. Das hast du mir 100-mal erzählt. Das ist aber wahr. Das ist mir auch egal. Du musst Heiner nun wies machen, dass der Apparat wahrhaftig Gedanken lesen kann. Und dass an so eine Erfindung wie die Banken der Kredit für dich machen. Das sag ich die. Das ist nicht richtig. Halt die doch bloß nicht schon wieder Erfindung vertellt. Wenn du das nicht magst, dann schmied ich die Hut. Dann kannst du sein, wo du bliffst. Ohne Penning in den Tasten. Oder wo ist das ganze Geld blieben, was du mit deiner Erfindung verdient hast? Ich habe viel Geld verdient. Ja, und verjubelt. Aber nicht in der Spähbank. Kann nie mehr von der Spielbank. Ich kann mit meinem Geld machen, was ich will. Gaut. Und nun machst du das so, wie du das bekört hast. So, die Lokwehr. Rudi, was kann ich denn für die dauern? Ich wollte Ihnen eine nice Erfindung vorstellen. Ich sag die, das ist die dollste Erfindung, die in den letzten 100 Jahren gemacht worden ist. Ja, aber im Augenblick passt mir das überhaupt nicht. Wenn wir diesen Apparat bauen, bist du mit einem Schlag all deine Sorgen los. Und Edith, die kann sich eine eigene Schwellbank leisten. Was wollt ihr damit denken, ne? Du recht dich doch nicht so auf. Der hätte doch alle ganze Kerl ins Spielcasino gehabt. Nix weißt du. Und können nie mehr von der Spähbank. Oh, ist ja gaut. Aber nun kriegt die erstmal die Erfindung an. Noch existiert sie bloß auf dem Papier. Aber wie beide nicht. Nee, das wettet mal nichts mit uns beiden. Ich hätte wohl kein Geld für sowas. Für so ein Projekt lehnt die jede Bank was. Ach nee, und du hast mich mit den Erfindungen auch am Pormol anschmiert. Ich? Ich scheine mich einen Freund anschwert haben? Ach komm, das ist doch immer dasselbe. Du kommst hier an und hast just die dollste Erfindung gemacht, die wir denn hier zu Hofe fertig machen wird. Na, aber für wo du natürlich einen Vorschuss haben. Stimmt. Ich habe so einen 50.000 Dach. 50.000? Und dann ist das mehr so ein Windei, wa? Nee, danke. Das ist kein Windei. Ich sag die, damit können wir richtig Krieg fahren. Meistens bin ich nur riek an Erfahrung geworden. Na, ein paar von meinen Erfindungen hättest du aber auch für die eine Firma buchen können. Aber nun gib dir erstmal die Teig noch an. Die sind echt genial. Hä? Was ist das denn? Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Da sieht man über einen Bus voll lauter Böhme nicht. Sag ich die, das ist für einen Feinmechanikermeister und Wetten du kompliziert. Für sowas muss man studiert haben. Bloß weil du noch ein paar Semester an der Uni rübergebüstert bist, wa? Was meinst du wohl, was ich alles studiert habe? Naja, so wie ich die kenne, die Kontaktanzeigen in der Zeitung. Das sag ich die. Ich habe analytische Elektrotechnik, Philologie, Thermalballistik, Allgemeinmedizin und Theologie studiert. Theologie? Ja. Als Erfinder muss man die Lühe auch übertügen können. Und ich sag die, das hier ist eine echte Sensation. Ach, just so als das letzte Mal, wa? Die Ein-Mann-Fluggerät, mit dem denn jeder so dürre Luft suchen kann. Wieso? Die Idee wird echt gaut. Ja, aber mir hätte sie viel Geld gekostet. Gaut. Die wäre noch nicht ganz untrieb. Nee, der wird ein Fool. Aber mit diesem Apparat kannst du viel Geld verdienen. Mit Mu hätte mir die Erfindung bloß viel Geld gekostet. Naja, ich hab das auch immer gern gemacht. Und ich hab auch Masse Spaß dabei gehabt. Und die ein oder andere Sorge hätte ich auch für die Firma brauchen können.
Das will ich meinen. Denk bloß mal an das elektronische Störgerät für die automatische Futteranlage. Da habt ihr sogar ein Patent auf. Ja, das Ding ist echt eine Sensation. So was hätte die Konkurrenz nicht. Aber nu habe ich kein Geld für sowas. Heiner, alleine die Idee macht die all der kreditwürdig. Woher weißt du, ob ich kreditwürdig bin oder nicht? Die meisten Firmen sind Hütedorgen werden klamm. Aber du rufst die Lühe, nur bloß zu vertellen, dass du ein Apparat bauen musst, die Gedanken lesen kann. Dann kriegst du von jedem Geld. Die ein Apparat scheint Gedanken lesen können. Ja, das ist eine echte Sensation. Ja, wenn das funktioniert, ja. Aber nee, ich habe kein Geld für sowas. Dann kannst du doch mit diesem Apparat verdienen. Damit wart die beide rieb. Und die Lühe von der Presse, die lobt dir die Bude in, um ein Interview zu kriegen. Herr Voss, du hast eine Heiderose Bolling von der Hake. Hey, was sind das hier denn für Moden? Tag, Heiderose Bolling von der Hake. Sind Sie der Firmeninhaber Heiner Voss? Nee, nicht ganz. Aber ich bin praktisch seine rechte Hand. Ich bin Heiner Voss. Was kann ich denn für Sie tun? Ich soll eine Reportage über Firmen aus der Region schreiben. Los, schieben Sie mal ein paar Daten rüber. Wie bitte? Meinen Sie, ich habe da Lust zu? Aber der Chef sagt, mach mal, also mach ich. Das ist doch immer dasselbe. Vorgestern war ich bei der Versammlung vom Schützenverein. Gestern hatten die Karnickelzüchter Jubiläum. Morgen ist Feuerwehrball. Wie immer. Heute ist Ihr Laden dran. Das hört sich aber aufregend an. Aufregend? Mann, werden Sie nicht komisch. Das ist immer der gleiche Müll. Da kann man gleich die Berichte vom Vorjahr nochmal abschreiben. Nur, dies hier ist mal ein bisschen was anderes. Also, die Daten. In meiner Firma sind etwa 50 Leute beschäftigt. Wir sind ein Betrieb für Mess- und Regeltechnik. Das heißt, im Allgemeinen beliefern wir andere Firmen mit unseren Produkten. Und was sind das für Produkte? Na, etwa mechanische Druckmessgeräte, Thermometer, elektronische Druckmessgeräte, na, oder auch ganz einfache Wasseruhren. Aha. Und wen beliefern Sie? Na, etwa Brauereien, Werften, Molkereien, ja, oder speziell ein Betrieb, der automatische Futteranlagen für die Landwirtschaft herstellt. Und Erfindung. Wir sind ganz groß in Erfindung. In was? Frau Bolling, am besten hören Sie gar nicht auf den Herrn. Der gehört nicht zur Firma. Hey, sag doch nicht so was. Kick die doch erstmal die Teilung richtig an. Wohin soll ich den du schicken? Oh, Frau Kniesel, nun doch nicht. Ja, ich habe keine Schuld, wenn die Dame sich verkühlt. Entschuldigen Sie, das muss ein Missverständnis sein. Ach so. Erzählen Sie mal was von den Erfindungen. Aber gerne. Das hier ist unsere, meine neueste Erfindung. Ah, und was soll das sein? Ein Schnittmuster oder Kinderbild? So, Sie haben scheinbar auch nicht studiert. Wie? Zugegeben, die Zeichnungen sind für Außenstehende etwas kompliziert. Und außerdem ist das Ganze ja noch ganz geheim. Ja, das wird nun wohl geheim blieben. Wie geheim? Das wird ein Apparat, mit dem man Gedanken lesen kann. Ja, hör du Mann. Gedanken lesen? So was gar doch gar nicht. Und ich sag dir das gar. Sie wollen hier ein Apparat bauen, mit dem man Gedanken lesen kann. Ja, Ist ja irre. ja, damit kann man praktisch den Menschen in den Kopf reingucken. Ist das aufregend? Erzählen Sie schon. Aber gerne. Jeder Mensch hat doch Gehirnströme. Und die strömen, Ja, und du strömst nur am besten nach Buten. aber lächt die das noch mal. Du kennst ja meine Bedingungen. 50.000 Vorschuss und wenn wir den Apparat erstmal in die ganze Welt verkauft,
50-50. Was? Ja, als freischaffender Erfinder muss man auch lernen. Freischaffender Erfinder? Mann, das klingt ja spannend. Ja, wie gesagt, ich bin freischaffender Erfinder. Und da bin ich auch schon in der ganzen Welt herumgekommen. Europa, Afrika. Oh, ist das geil. Und Amerika. Von da habe ich auch diese Idee mitgebracht. Die Polizei arbeitet da ja teilweise mit Lügendetektoren. Und so einen habe ich praktisch weiterentwickelt. Rudi, das langt. Nee, das ist echt scharf. Und weil wir den Apparat hier in der Firma bauen, bin ich zurzeit Leiter der Forschungs- und Versuchsabteilung. Ich telle mit 3. Kommt die Frau Bolling. Mein Chef hat gerade große mathematische Aufgaben zu lösen. Einer, ich sag dir, wenn wir diesen Apparat bauen, wird die ganz berühmt. Am Ende kriegt wieder noch einen Friedensnobelpreis. Friedensnobelpreis? Das müssen Sie mir erzählen. Ich bin der Menno alleine, Frau Kniesel. Und noch nicht hier, Goy, und hier in Hey, das ist aber schön, dass du kommst. Nur aber rief man nicht. Sag mal, wo ist eigentlich das goldene Armband? Du meinst das Arztstücke von meiner Oma? Just das. Na, das liegt im Schließfach, wie der Bahnhof. Aber das gehört doch mir. Nee, Edith, das ist ein Familienarztstücke. Aber. Na Gott. Sag mal, was war denn das für eine Frau, die da eng mit Rudi gut geworden ist? Die ist von der Zeitung. Die wollen was über die Firma schreiben. Aber nu hätte Rudi ganz andere Grappen im Kopf gehabt. Rudi? Hätte die einfach eine nice Erfindung vertellt? Setz doch erstmal. Doch, er hat doch was von so einem Apparat Tüdel. Aber woher weißt du da was von? Och, der findet doch Jümme was. Naja, das meiste kann man auch vergessen. Sag das nicht. Er hätte doch keine Pferdegausorgen erfunden. Seit wann hörst du denn so? Allerdings für die bloß ein Spinner. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Naja, ist ja auch egal. Ich frage mich, dass du dort bist. Ich gucke Geld. Edith, ich kann dir nichts mehr geben. Du hast doch viel mehr kriegen, als ich überhaupt tauscht hat. Das interessiert mich nicht. Schall ich an meine betteln wollen? So auf die Art, habt ihr mal eine Mark für mich? Wie ein Ex-Mann ist Fabrikbesitzer, aber die gibt mir nicht genau. Ich kann die nicht mehr geben. Ich bin auch fast pleite. Und worüber baust du denn mit Rudi sin Apparat? Allein wegen der genialen Idee bist du wie die Banken der Kredit würdig. Was hast du eigentlich immer mit Rudi sin Apparat da? Nix, gar nix. Aber ich guck Geld. Ich hab aber nichts mehr. Aber Leibe kann ich dir immer schenken. Kann man davon leben? Wie fangt noch mal von vorne an? Ich mag die Firma Merten Lütscher. Die Firma interessiert mich nicht. Ich brauche Geld. Und das nu. Ich hab aber nichts mehr. Ich muss noch Materialien kaufen und die Löhne bezahlen. Wenn du mir kein Geld gibst, dann setz ich Bettelbrei in der Zeitung. Dann kann jeder lesen, wie die Fabrikant Voss die eine Frau behandelt. Du ruinierst meinen Ruf. Ha, das magst du doch alle alleine. Mit deinen Viva-Geschichten. Ja, aber das passt doch bloß, weil ich die vergelten will. Aber ich kann die nicht vergelten. Komm doch, wer trüge. Stell mir einen Scheck gut und ich überleg wieder. Aber die Banken... Bau Rudi sin Apparat und die Banken gibst dir Geld. Das blöde ich nicht. Wenn du mir keinen Scheck gut stellst, dann süßt du mich nie mehr. Woher rufst du? Am besten nur ein Blankoscheck. Ja, das gar nicht. Na gut. Dann setz du die Summe hin.
dann sei du kriegst, weil ich die wert bin. Fair ist das für nicht. So gut sind die da wieder doch nicht mehr Taverne. Ich kann die nicht mehr geben. Die Firma... Die Firma, jümmel bloß die Firma. Du wirst mich nicht dulden, aber gar mit dem Geld nicht kriegst wir nach Spellbank. Was soll das denn heißen? Ich kann mit meinem Geld morgen, was ich will. Die Deckung kann ich gut nicht mehr beteuern. Ist der Vampir wieder weg? Was? Ja, mag sie denn gar nicht. Da hat AC umsuchen, da hat Bett um Lessen drücken. Ach, was? Und sie hat sich, dass am Ende wer zurückkommt. Wollt sie denn Dübel nicht an die Wand? Die kommt doch bloß, um den nächsten Scheck zu holen. Und aufgehört sie damit noch die Spellbank. Nun lang wieder drüber. Das ist eine Frechheit. Dann lasse ich mich nicht mehr länger bieten. Das ist mir egal. Ich glaub nicht, haut, dass ihr die Firma ganz ruiniert. Wer hätte ja eigentlich das Sägen? Aber da ist aber. Aha. Da ist Besuch für sein. Was? Wer ist das denn? Die kommt von der Firma Möllenhoff. Das ist die automatischen Futteranlagen herstellt. Für die habt ihr Forkenarmaturen herstellt. Ich weiß. Du glaubst, sie Herr von Möllenhoff mal drin. Wieso her? Das ist eine Frau. Gaundach. Ich denke, das sei Herr Vossing. Gau und Dach, richtig. Aber ich weiß jetzt nicht. Brigitte von Möllenhoff, von der Firma Möllenhoff. Aha. Ja, aber anders habe ich immer die Chef, Herr von Möllenhoff durch. Nun bin ich der Chef. Unser Vater ist Pensionär. Aha. Ach, dann unterstützt er sie sicher aber noch. Nee. Ich habe ihm angehört, sie in Lebensort in Spanien verbringen. So kann halt sich nicht mehr so in Geschäfte investieren. Ja, sie wird aber was zu wird. Aber bitte setzen Sie sich doch. Danke. Ich will da auch gar nicht lange im Taub hören. Ich brauche eine große Menge Armaturen von Seid. Am besten sei kickt sich diese Unterlagen mal an. Oh. Das ist aber just nicht wenig. Tja, das ist sicher ein ganz Teil mehr, als unsere Vorderhand bestellt hätte. Das kann man wohl sagen. Tja, seitdem Vorder nicht mehr in der Firma ist, habt wie die Firma Grötter morgen. Das heißt, wir sind mehr auf den Export geworden. Unsere Vorder wollen mit das Utland nur nichts taudaune hin. Sie hätte aber Mut. Tja, von nix kommt nix. Ich habe mir natürlich auch Angebote von anderen Firmen morgen dort. Aber sei, habt ihr den Vorteil, dass du diese Armaturen all für uns anfertigt habt. Das stimmt. Sie wird aber Gott Bescheid. Du weißt die Jimme noch nicht, wo es die Strophe stecken schall. Oder gerade an die Klickeradresse, wie lässt die Hand risken? Was? Na, das kann doch wohl nicht angehören. Schade doch nicht so. Frau Kniesel, gut, aber schnell. Na gut, ich krieg die Dame in den Kohlenmoors. Das muss irgendwie ein Missverständnis werden. So, naja. Doch, aber ich wundere mich, wofür Ahnung sie hat. Also ich habe sie vorher noch nie besiegt in der Firma seine. Ja, das stimmt. Ich habe vorher wie eine süddeutsche Firma arbeitet, die ähnliche Anlagen baut. Unsere Vorder hat dazu wollen. Aha, das ist so interessant. Ach, woher bucht sie denn ein Angebot? In 8 Tagen. Ja,
Ist gut. Ich schicke sie das in Tau. Nee, Lotzemann, ich hol mir das Angebot Süms ab. Und bei der Gelegenheit würde ich mir auch gerne eure Firma noch mal ankicken, wenn ich das denn darf. Ja, sicher. Aber das können Sie ja nur auch, Alter. Nee, das geht leider nicht. Herr Voss, wie seid es? Sicher, Frau von Neuenhoff. Das ist doch ein groben Auftrag. Das wird man nicht kaum, wenn wir den kriegen können. Frau Kniesel, können Sie nicht ankloppen? Wird zu auch einen großen Kram. Das ist wahrhaftig ein schöner Auftrag. Du logst in eure Lesen in den Innerloggen. Warum schäl ich das denn nur mit einmal? So was hätte wir an Foren herstellt. Da können wir sicher einen gauen Preis machen. Das weiß ich auch. So, dann wertet sie sicherlich auch, dass wir den Auftrag nicht gut führen können, wenn wir ihn kriegen schön. Ach, Tütron. Natürlich können wir das. So, dort haben wir aber auch Material in Köpen. Ja, und? Wo ist das Problem? Wir möchten noch die Uhrenrechnungen von den Lieferanten bezahlen und die Löhne von den Mitarbeitern. Ja, mein Gott, dann lehnt wir uns irgendwas von der Bank. Ihr meint sie, dass sie da noch was kriegen? Oh, du schwiegst ja nicht stille. Lass mich doch in Ruhe. Hättest du eigentlich all die Strumpfbüchsen weggeschickt von wegen den coolen Morst? Jetzt auch einen großen Kram, so können sie mich nicht abwimmeln. Oh, Frau Kniesel, nun lasst sie mich doch endlich alleine. Und hätt bloß mit Ole Aas mit ihren Spätig. Ruht aber schnell! An das Fleigixe! Wenn sie mich noch länger so anblaffen, dann fliege ich tatsächlich. Nämlich mit dem Flieger nach Teneriffa. Und für Jugendom in der Rente. Der hat schon recht. Ich bin so gaut wie pleite. Hier, das schrieben von der Gemeinde. Herr wolle vergelten. Von der Gemeinde? Die wird nun doch die Gewerbesteuer haben. Mord haben sie ja ein paar Mal. Oh, das kann doch nicht angehören. Ne? Die droht mir mit Zwangsvollstreckung. Was mag ich denn bloß? Weiß ich doch nicht. Lernen sie doch einen Strick und schreit sie doof. Was ist das? Sie hätte schon recht. Ach, Frau Kniesel? Frau Kniesel! Was ist denn nun noch? Hätt seine Telefonnummer von Rudi Wenzel? Von der Ohrspinner? Ja, hätt sie die? Ja, ist das euer Freund oder ist das mein Freund? Was soll das denn halten? Na, von einem Freund. Hätte man die Telefonnummer über den Koppel. Ja, aber die Rudi, die wollte mal hier, dann wollte mal dort, da wesselt die Nummer sofort. So. Ihr hättet aber doch sicherlich auch ein Handy. Und die Nummer wesselt nicht unbedingt. Was weiß ich, ob den Handy hätt? Oh Mann, ich will nur die Telefonnummer von meinem guten Freund Rudi Wenzel haben. Die Klöfte halten die wer rauchen. Wenn man von Dübel hört. Frau Kniesel, Sie können denn gehen. Oh, du wo das interessant war, soll ich gut. Was soll das halten? Na ja, weil die Herr Wenzel sei doch sicherlich wer ein von sieben Windei-Erfindungen anhören will. Das sag ich sei. Windeier hätte ich noch nie nicht erfunden. So, und was das mit eure Frühstücksei beschieben? Das Ei hätte schon nur in die Klamotten sitten. Das ohne Ding. Das Apparat ist eine ganz andere Dimension. Du sagst, dass die ein Apparat Gedanken lesen kann?
Dann vertell mir noch mal, wie das funktionieren soll. Tau die üblichen Bedingungen. Wie meinst du das? Du stellst mich für 3 Monate in und ich krieg 50.000 Vorschuss. Wo soll ich den denn nur hernehmen? Kaut, dann kriegt ihr Wörter und die gewinnt die ganze halbe. Herr Voss, das mag sie nicht. Kniesel, das lang. Frau Kniesel, so verschiebt man werden, Herr Voss. Heiner, sag mal, wer ist hier eigentlich die Chef? Ach, hör mal auf. Also, Frau Kniesel, ich denke, dass die Banken uns mehr Geld geben, wenn die Düssenapparat bauen. Und dann könnt ihr doch bannig viel Geld mit verdienen. Mit euren Windeier habt ihr noch nie nicht Masse Geld verdient. Seid Windbühl seid. Sag mal, wieso schmisst du die olle Wetterhexe nicht einfach gut? Wieso? Der ist doch das Rutgorn. Ich und die Firma schmied wenig. Nee, der ist für mich unentbehrlich. Und die weiß echt auch Bescheid. Wie du meinst. Mi hätte ich aber nichts zu sagen. Das steht ja alles in den Vertrag inne. Hier, da muss noch unterschrieben. Ach, so. Das Patent wird ja noch die Normen anmelden. Ja, natürlich. Ist doch wie eine Erfindung. Ach, hier kriegt die doch erstmal die Zeichnung richtig an. Ja, aber da wäre ich aber nicht richtig Klaugute. Die sind doch eigentlich bloß für Studierte. Ja, nur für Tammy endlich, wie der Apparat funktionieren soll. Ich will noch mal eine Titel in Amerika. Und Oh, du schätzt mich, mir interessiert nicht, wo du die überall rumdrehen lässt. Du schätzt mir dein Apparat erklären. na, womit drüben? Das würden Studienreisen. Und wie die NASA hätte ich auch gearbeitet. Also, in Amerika, da habe ich mich mit dem Leidendetektor beschäftigt, den die Polizei da entsenden hat. Und das Prinzip habe ich einfach weiterentwickelt. Na, jedenfalls ungefähr. Polizei, das stimmt. Die können so ein Apparat wirklich gut brauchen. Ich sag die, das gibt Fälle, die den Apparat brauchen können. Sogar du, als Firmenchef. Wenn du wie nennst denn gut, dann brauchst du keinen Test mehr oder sowas. Nee, du setzt in das Gerät und weißt Bescheid. Ja, das hört sich gut an. Das ist so gaut. Hier, nur erkläre ich dir das. Das hier ist ein ganz normaler Computer. Dann ist doch ein Drucker, der die Gedanken udruckt. Ich will aber noch versorgen, dass man das auch hören kann, was diejenige denkt. Ja, und das hier, das ist ja wohl das Wichtigste, oder was? Ja, die formt die Gedanken in Wörter um. Na, hoffentlich haut das hin. Natürlich, du kennst mich doch. Ja, ich muss doch just an eine vollautomatische Tornputzmaschine denken. Wieso? Der Apparat wird echt gaut. Ja, als vollautomatische Kusenteilmaschine. Und ich sag dir, die Maschine ist gar nicht richtig gut probiert worden. Dann hätte ich auch verlangt, dass wieder Testmodelle die ganzen Gipszähne rumgeflogen sind. Aber das Apparat, die die Minzke in den Kopf hinkriegen kann, die haut hin. Und dann gibt das genau Mühe. Die betreut die doch jeden Preis für. Komm, wie baut den Apparat? Ich sag dir, dieser Handschlag wird in die Geschichte hingehen.